Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Jetzt Kasperl. Leute, es ist wieder soweit. Eine weitere Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich das Format noch umbenennen soll. Ich wollte das vielleicht dann einfach Kasperlcast nennen, aufgrund der Alliteration, der ich sehr zugeneigt bin. Wir haben heute als Thema Rainer und die Frauen. Und wen hätte ich mir dazu Besseres als Gesprächspartnerin einladen können als die gute Secret Service? Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hallo, danke schön. Ja, gut. Und dir? Ja, soweit so fein. Feierabend habe ich. Ist immer schön. Ja, stimmt. Wir haben gerade schon so ein bisschen gequackt und man kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste. Wir haben erstmal festgestellt, dass irgendwo gebrannt hat an der Schanze. Aber Ja, keine Sorge, diese definitiv denkmalwürdigen Gebäude stehen alle noch. Er hat irgendwo jemand eine Tonne angezündet oder so. genau, 'n Plastikbehälter. Ähm, wir haben, wie gesagt, Rainer und die Frauen heute als Podcast-Thema. Und ich habe mir so viele Sachen, ganz ehrlich, wenn hier mal irgendjemand einbricht und findet meine Notizen, die ich mir für solche, ich mache mir immer so Stichpunkte einfach. Mhm. Die glauben, hier wohnt ein Bekloppter. Ne? Okay. Ja gut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich mache mir mittlerweile nicht mehr so viel Notizen, aber am Anfang habe ich das auch gemacht und ja, ich glaube auch. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung, für die Reaction machen wir jetzt keine Notizen, aber für sowas, das sind so ein paar Sachen, die man so ansprechen will. Aber, genau, du meintest gerade, dass du ja auch speziell die Damen, wenn man sie jetzt mal so nennen mag, die in den letzten Jahren Kontakt zu Rainer hatten, aus welchem Grund auch immer, dass du die immer besonders kritisierst. Ja, nicht alle. Also, Bärchen an sich nicht so, weil das soll ja den Zweck haben, Met zu generieren. Hm. Das Indigo-Bärchen sehe ich gar nicht so als Bärchen an, wenn ich ehrlich bin. Aber auch da gab's natürlich Kritik, weil wie kann man zu dem hinfahren? Und warum nimmt Warum? man nicht direkt Reißaus, wenn da irgendwas passiert? Das sind zwei sehr valide Fragen, aber warum siehst du jetzt das Indigo-Bärchen nicht so richtig als Bärchen? Weil ich nicht glaube, dass sie von Anfang an darauf aus war, zu leaken, diese Gespräche zu veröffentlichen. Wenn du dich erinnerst, es gab bereits 23 'nen Kontakt Mhm. und das hat sie erst ein Jahr später, nachdem all diese Sachen passiert sind, hat sie das veröffentlicht. Ja, ja, aber also ich glaube schon, also ob die jetzt 2023 da schon mit der Intention reingegangen ist, ein Bärchen zu werden, Sachen zu leaken, darüber wird man sich streiten können. Aber ich glaube schon, dass 2024 die erneute Kontaktaufnahme schon mit diesem Hintergedanken geschehen ist, weil also entweder das oder die Frau hat ganz fürchterlichen Arzt, der sie auf ganz schlecht auf die Medikamente eingestellt hat, die sie nehmen muss. Also eins von den beiden Dingen muss es sein, oder? Ja, also 24, das, was da passiert ist und eben auch die Absicht, ihn zu treffen und auch dort zu übernachten und ja auch nicht in einem Gästezimmer, das Uwe mit Sicherheit hätte bereitstellen können gegen 'n kleinen Obolus. Das ist natürlich die eine Sache. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher bei ihr, ob das wirklich von Anfang an so geplant war. Ich glaube vielmehr, dass das damit zu tun hatte, was ihr passiert ist und wie er auch mit ihr umgegangen ist. Du meinst, dass das so eine Benetic 2.0 Geschichte ist, oder? Ja, mehr als bei Benedict. Es ist ja noch mal was ganz anderes. Bei Benedict war es ja, ne, dass er sie halt so schlecht behandelt hat, das konnte sie nicht verstehen, obwohl sie ihm so viel Kohle gegeben hat und sie ja eigentlich nett zu ihm war. Und Benedict hat ja auch nicht so ausgepackt wie zum Beispiel das Indigo-Bärchen. Da Mhm. ist ja noch mal was ganz anderes vorgefallen und ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du ihm einen ganzen Sack voll Geld zuschusterst
oder ob er dir körperlich was antut. Ja, Ich ja. glaube, das macht einen Unterschied. Ja, 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 gut, aber ich glaube, dass Benetik körperlich nichts passiert ist, sagen wir mal, ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass sich Rainer mit ihr schon vorzeitig so verkackt hat, dass sie kein Interesse mehr hatte, dahin zu fahren. Ne? Ja, das kann Aber gut sein. ich hätte jetzt von der Grundintention gedacht, so, weißt du, weil die Grundintention war ja bei Benetik erstmal auch positiv. Ja. Und du meintest gerade, ja, sie hat dann nicht alles geleakt und so weiter und keine Chatverläufe oder so. Aber ich meine auch das, was Benetik im Interview vom Stapel gelassen hat über ihn, obwohl sie ja immer wieder versucht hat, das zu relativieren und auch mal das ein oder andere gute Haar an ihm zu lassen, das war halt trotzdem schon einfach, das war trotzdem schon so weit drüber, dass halt, also, Ja, aber ich glaube auch, ohne dem Indigo-Bärchen was zu wollen, dass Benetik sehr viel ehrlicher war ja, als das ja. Indigo-Bärchen, denn du hast das auch behandelt und du wirst das sicherlich auch noch wissen. Ganz viel, was sie da gesagt hat, wurde nicht veröffentlicht. Ja. Und Benetik hat auch ihre Schwächen zugegeben in diesem Interview. Hat sich eingestanden, dass sie ihn vielleicht sogar besucht hätte und dass ihr vielleicht auch sein Körper nicht so viel ausgemacht hätte und dass sie für ihn geschwärmt hat und all diese Dinge. Ist das nicht irgendwie der Satz, den du von deinem Traumpartner hören willst? Dein Körper macht mir gar nicht so viel aus. Ja, der macht mir schon was aus und ein bisschen muss ich das Erbrochene immer runter, aber es geht. Ich kämpfe mich durch. Nee, ja, im wahrsten Sinne des Wortes durchkämpfen durch 250 Kilo. Nein, komm, lass gut sein. Also ich bin ja auch ein Freund davon, dass man vielleicht über einiges hinwegsehen kann und nicht nur, wenn man die rosarote Brille aufhat. Mhm. Ich denke tatsächlich, dass Optik nicht alles ist. Aber bei ihm kommt da einfach zu viel zusammen und da gehe ich auch nicht konform mit Benetik. Der ist ungepflegt, der ist zu schwer, Mund, ich will ja gar nicht alles aufzählen. Du weißt genau, was ich meine. Mundhygiene ist auch ein krasser Trigger bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich hab auch mal zu meiner besseren Hälfte mal gesagt, wenn wir bei unserem ersten Date, keine Ahnung, wenn dir da 3 Zähne gefehlt hätten, dann hätte es kein zweites gegeben. Ne? Ja, das ist ein absolutes richtig. Ausschlusskriterium für mich. Ja, Zumindest in der Anfangsphase. Natürlich, ich meine, klar, wenn es die jetzt morgen mit dem Radl schmeißt und haut dir 3 Zähne raus, dann werde ich nicht Schluss machen mit ihr. Ne? nein, natürlich nicht. Aber wenn man merkt, so die Leute vernachlässigen so die rudimentären Hygiene, ne, Bedürfnisse ihres eigenen Körpers, dann Ja, man kennt ja auch seine Aussage. Er putzt sich die Zähne nur, wenn er Zahnschmerzen hat. Ja, Reini, dann ist es zu spät, ne? Also. das Ja, ist auch echt einfach so eine hakeldumme Aussage. ja, und das Schlimme ist ja, das ist ja kein Gerücht oder so. Das hat er ja nun wirklich gesagt und bei ihm hapert es natürlich an allem. Hm. Und wenn du dir angeschaut hast, wie sein Haus damals aussah, wie es dort ausgeschaut hat, und er hat immer behauptet, wieso, hier ist es nicht dreckig oder so. Oder schon in der frühen Zeit, denk doch an Aymala, ja, ist Hm. was verschüttet worden, ja, macht nichts, ne? Also, komm. Ja gut, Also, keine Ahnung, es kommt jetzt auch immer drauf an. Ich habe zum Beispiel hier jetzt in meinem Wohnzimmer, ich habe damals extra einen sehr stabilen, so grauen, ne, in verschiedenen Grautönen, sehr stabilen Teppich gekauft, weil ich genau weiß, es kommen ab und zu mal Gumpels vorbei und wenn die 3, 4 halbe im Gesicht haben, so dann fällt mal so eine Flasche um. Ne? Das ist halt einfacher zu reinigen. So da gehst du mit der Bürste mit ein bisschen Shampoo drüber und dann sieht man das nicht mehr, dass da ein Fleck war. Das ist halt, aber da sage ich dann auch, ja komm, angeschissen, ich fange jetzt in der Nacht hier mit 2 Promille im Helm nicht mehr zu putzen an. Ich mache das dann morgen
mach dir da keinen Kopf. Ne? Ja, aber du machst es. Das ist der Unterschied. Du machst es dann zeitnah. Und wenn nicht, steigt dir deine Frau aufs Dach. Hoffentlich. Also wir sind schon so geübt, wir haben 6 Katzen. Wir sind sehr Ja, geübt, okay. Dinge aus dem Teppich zu bürsten, so das läuft. Ja, aber es wird gemacht. Du lässt es dann nicht einfach und sagst, ach ja, einmal ist nie so schlimm und beim nächsten Mal, ach ja, ist ja eh schon Fleck, also mach ruhig. Also einfach, keine Ahnung, vielleicht gehe ich dann irgendwann einfach mit einer Bierflasche, kennst du ja, wenn immer bei der Party irgendwie so Norgal übrig bleiben in den Flaschen. Einfach durch und schütt überall, wo keiner was hingeschüttet hat, was hin, dann passt es auch wieder. Hm. Nee, Ja, nee, also ich habe keine Haustiere. Nicht, weil ich nicht tierlieb bin, sondern weil ich für mich sage, ich glaube, ich kann die Zeit nicht aufbringen, die so ein Tier braucht. ist Und zeitaufwendig, auf jeden Fall. Ja. richtig. Und ich glaube, ich könnte so einem Tier nicht gerecht werden. Und deswegen habe ich mich zumindest für den Moment dagegen entschieden. Aber sonst gerne. Ich habe auch schon mal ab und zu ein Hund hier oder so, auf den ich für ein paar Tage aufpasse, wenn meine Zeit es zulässt. Aber auch dann merke ich, ne, das Tier muss zigmal am Tag raus. Das ist ein großer Hund. Und ja, aber auf Dauer im Moment nicht. Nee, weil ich bin davon überzeugt, ich müsste sehr, sehr viel sein lassen, was ich gerne mache. Und dazu bin ich im Moment nicht bereit. Aber deswegen lieber kein Tier, damit es dem halt woanders gut gehen kann. Weißt du, das hört sich so ein bisschen an wie der Gedankengang, den Benedict hatte, als er sich für den anderen entschieden hat, oder? Ja, nur dass ich diese Entscheidung einfach bewusst treffe und es da um ein Tier geht und mir sind Tiere wichtig und ich hätte, glaube ich, immer ein schlechtes Gewissen. Musst du nicht Hamster kaufen, um Content zu machen und wenn es nicht zieht, die einfach verhungern lassen. Richtig, nee, gar nicht. Also gar nicht auf Kosten anderer irgendwie. Ja, außer auf Reini, aber das schadet nichts. Nee, wo wir gerade von dem Thema gesprochen haben, dass es ja tatsächlich mal auch so den seltenen Fall gibt, wie so eine Benedict, die theoretisch, wie gesagt, was auch immer bei der gerade im Kopf falsch gelaufen ist, über die äußerlichen Mängel, die Hygienemängel und sowas hinweg gesehen hätte. Da kann man natürlich die andere Seite der Medaille nehmen, dass gerade ein Reini, bei dem man über so viel hinwegsehen müsste, um überhaupt in Erwägung zu ziehen, mit dem irgendwie eine Beziehung einzugehen, dass gerade er so extrem hohe Ansprüche an Frauen hat. Mhm, ja, natürlich. Modelmaße und intelligent sollte sie sein, ordentlich Geld mitbringen, unterwürfig und willig, dauerwillig. Aber was Reini halt einfach nicht checkt, ist, dass wenn er sich denkt, okay, also die muss super intelligent sein, super attraktiv und super erfolgreich, warum ihm dann nicht sofort die Frage kommt, warum sollte so jemand sich mit mir abgeben? Ja, ja, ich frage mich bei dem so vieles, mir will so vieles bei dem nicht in den Kopf. Aber ich glaube, da Keine kriegt der Ahnung. gute alte Narzissmus wahrscheinlich. Der hält sich Ja, einfach für einen ja, richtig richtig. tollen Fang. So. Ja, absolut. Und er hat ja niemandem wirklich etwas zu bieten. Und ich rede hier gar nicht davon finanziell oder so, sondern du darfst alles für ihn machen, du musst dir alles gefallen lassen. Und was kriegst du zurück? Ja, noch nicht mal ein Danke oder mit ganz viel Ach und Krach vielleicht mal irgendwann. Ja. Und Und zu dem Thema, also du kriegst auch körperlich nichts zurück. Ich habe hier aufgeschrieben, beim Bumsen eingeschlafen. Ja, mal abgesehen davon, dass er kein Lade kriegt, ne, ist es ja so. Ähm, der weiß doch gar nicht, was er mit einer Frau machen muss. Und er hat bei irgendeinem Bärchen, war es beim Polska-Bärchen, du hast das gerade bearbeitet, war es da, wo er gesagt hat, er möchte das selber, also er möchte gar nicht wissen, worauf eine Frau konkret steht und wo ihre erogenen Zonen sind. Nein, er möchte das selbst erforschen. Nee, ich glaube, beim Himmel, habe ich mir Polska-Bärchen nur gedacht. war das bei.
Das kann aber beim Moskau-Bärchen gewesen sein. Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht. Bei irgendeiner Frau war das so. Der hat er das so erzählt. Und ist ja alles schön und gut mit auf Erkundung gehen und vielleicht, ne? Dass Aber er sich so eine Minenarbeiter-Hut auf und dann wird er Höhlenforschung gegangen. Höhlenforscher und Bergsteiger, oder was willst du mir jetzt gerade erzählen? Oh. Nein. Nein, nein. Also, ich rate jeder Frau davon ab, sich da als Versuchsobjekt ja, zur Verfügung zu stellen. Ich hätte Angst um jede Frau. Dass der da irgendwo rumdrückt und macht und tut, was vielleicht zu Verletzungen führt, weil der in irgendeinem wilden Hentai oder was weiß ich, in was für einem Erwachsenenfilmchen er irgendwas gesehen hat. Nicht jede Frau mag das. Hm? Da kommt dann so für das Date. Oh, scheiße, kannst du noch Maggi-Fix mitbringen und vielleicht einen lebenden Oktopus oder sowas? Ja, und den Zucker. Den Zucker und den Zimt darfst du nicht vergessen. Jetzt zur Weihnachtszeit. Da wird der Oktopus erst ins Liebesspiel mit eingebaut und danach wieder gekocht. Ach, hör bloß auf. Und wie gesagt, er hat ja auch, was das betrifft, einer Frau nichts zu bieten. Ja, sein trauriges Würmchen da. Was vielleicht, wenn er ganz viel zupft, mal 3 Tropfen spuckt. Nee, komm. Ey, 16,5 Zentimeter, Alter. Ja, aber nach innen gewachsen. Die verstecken sich bestimmt in irgendeiner Speckfalte, wo es auch kreucht und fleucht. Secret, du verstehst es einfach nicht. Der ist eigentlich, das ist nur, weil er so dick ist. Das sieht nur deswegen so aus, eigentlich, ne? Also, ne, wenn Rainer normales Gewicht hätte, so, dann hätte der, also ganz ehrlich, da würden sich, ne, die schwarzen, PH-Darsteller, die würden vor Neid erblassen, ne? Also Schwanzus Longus, oder was willst du mir gerade erzählen? Ja, okay. Nee, wild. Ich habe ja auch, also ich habe mir damals die PH-Videos, ich habe mir die nicht angeschaut. Nee, ich auch nicht. Ich kenne Ausschnitte davon, weil als ich angefangen habe zu reacten, da gab es ja noch den guten Spiegellord. Mhm. Und der hat hinterhältigerweise einfach Ausschnitte davon irgendwie als Intro hergenommen für seine Re-Ups. Oh. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich so die Reaction starten wollte und drücke auf Play. Und dann kommt das und dann so: Aufnahme beenden, Aufnahme löschen, vorspulen, das ist das Intro vorbei. Also drückst auf Play und dann ist Rainer in der Dusche, wie er sich den Luan hinten rein. Oh mein Gott, nee, komm. Nee. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wir haben jetzt, also, wie gesagt, Benetic ist, glaube ich, wirklich so ein Ausnahmefall. Ja. Und der andere Ausnahmefall ist, glaube ich, Mona. Also. Ja, und Moni auch noch. Die schien ja auch, der 3D-Panzer, die schien ja auch an ihm interessiert zu sein. Ja, aber die war zu dick. Keine Chance beim Rainer. Ja, und sie stand ja eigentlich auf Frauen und Reini hat ihr ja knallhart gesagt, wenn sie das noch nie ausprobiert hat, kann sie gar nicht wissen, ob sie nur auf Frauen steht. Da Gut, hat sie mich auch da liegen. Das sagt er aber allen Frauen bei allen Dingen, die er machen will. Ja, mit denen. ich weiß. Hatten wir beim Indigo ja auch. Wenn du das noch nie ausprobiert hast, ne, da werden Endorphine freigesetzt, ne? Ich spritz dir deine traurigen Gedanken raus. Ja, komm. Ach, Mann. Spritzen. Ja, genau. Er lächelte. Nee, sie lächelte. Keine Ahnung. Ach, Mann. Nee, weil, also ich glaube, das wären Mona und Benetic. Ich glaube, das wären die zwei gewesen, wo er theoretisch hätte tatsächlich versenken können. Und nee. Ich glaube, dass Mona nicht wirklich romantisches Interesse an ihm hatte. Da zog das Geld. Meinst du die Geschichte hier beim Vorspiel eingeschlafen war einfach eine Story, die irgendwie erzählt hat, um sie interessanter zu machen? Wahrscheinlich. Also, ich bin kein Mona-Fan. Ich auch nicht, überhaupt nicht.
ich ihr zugutehalten muss, dass der Dicke so richtig unterm Schlupfen stand bei ihr. Ja, das ist Die das eine und zum anderen, du musst bedenken, hätte Mona den nicht so ausgenommen. Ne, also der hat ja in der Zeit, in der er mit ihr unterwegs ist, ich weiß nicht, wie viel an Barren durch den Schornstein gejagt, einfach nur, weil er sie ja irgendwie beeindrucken wollte. Oh, wir gehen jetzt hier ins 4-Sterne-Hotel und so ein Shit. Ne? genau. Hätte die den nicht ausgenommen, wie so ein Kürbis an Halloween, dann hätte er vielleicht noch Kohle gehabt, als sie ihm als sie den YouTube-Account weggemettelt haben, dann hätte er sich vielleicht wieder zurückklagen können. Ja, eventuell. Also ich glaube bei ihr wirklich nicht an ein ja, romantisches Interesse. Ich glaube wirklich, die wollte den ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Und das hat sie auch getan. Und dann war ja auch ganz schnell Ende. Und was für ein Ende, ne? Hm. Wir wissen, wie der Alpha da Richtig Alpha. schmollend im Auto saß. Aber Ja, ganz ehrlich, das sind auch wieder so typische Sachen, da ist er dann wieder so klein mit Hut. Ne? mhm. War er bei ihr ja generell, fand ich. Also ich habe das direkt gesagt, als ich dieses Ganze damals ja mal gesichtet habe. Ich bin ja noch nicht so lange im Game. Und ich habe direkt gesagt, da stand er unterm Pantoffel, die hatte richtig, also nicht geistig, dass die, wer weiß wie, aber die war resolut genug und die hatte den im Griff. Aber ganz ehrlich, die sind ja da bei diesem komischen Macker, von dem man nicht weiß, hat die den gebimst oder hat sie nicht gebimst, sind die Ja. ja da untergekommen. Aber ganz ehrlich, wenn eine Freundin von mir ankommen würde mit so einem Dude und sagt, wir sind jetzt zusammen, ich würde ihm am Gesicht ziehen und schauen, ob da Christian Ulmen drunter ist, oder? Ähm, Kennst, ich glaube, dass das kennst du ganz es anders. noch? Mein neuer Freund mit Christian Ulmen? Ja, ich glaube nicht. Nein? Ah, das ist großes Kino gewesen. Das ist Ist schon. das so eine Show gewesen, wo ja, eine nach Hause gekommen ist und ihren Lieben irgendeinen Typen einen Unmöglichen vorgestellt hat? Genau, also Christian Ah, okay, Ulmen ja, hat doch. sich so ein paar Charaktere ausgedacht und dann mussten die, es waren meistens Damen, einmal war es sogar ein Dude, mussten dann ein Wochenende lang durchhalten und mit ihm verbringen und mit allen Freunden und Familie und sowas erklären, dass das jetzt der neue Auserwählte ist. Und wenn sie das durchgehalten haben, haben sie, glaube ich, 10.000 Euro gekriegt oder so. Ja, sowas, also wie gesagt, dunkel, dunkel. Aber ich glaube vielmehr, das ist natürlich nur eine Vermutung, dass Mona dem Typen gesteckt hat, ich will nichts von dem, ich will nur an seine Kohle. Hm. Ja, und an die Aufmerksamkeit, weil sie hat ja die hat ja ein Jahr später dann auch nochmal versucht, irgendwie über YouTube durchzustarten. Und davor ja eigentlich auch schon, ich glaube, die hat sich gedacht, weißt du was, ich könnte mir hier so ein zweites Standbein auf YouTube aufbauen, aber ich brauche irgendwas, was mich interessant macht. Was ist denn gerade Thema auf YouTube? Ach, Drachenlord. Lass Ja, das mal machen. ja, das kann gut sein. So ginge es ja auch anderen. Ich denke mal, das jüngste Beispiel war Light Warrior. Ja. Ja, die Liste an irgendwelchen Trümmermullen, die versucht haben, sich an Rainers Fame in Anführungsstrichen hochzuziehen, die ist ja nicht kurz, ja. Da ist der Light Warrior und Mona und wie hieß die andere? Ach, come on, ich vergesse schon wieder. Bianca und Ja, Birella. Die sind gut. alle mit A hinten dran. Ja, gut. Aber Birella und ja, Bianca war zwar bei ihm, aber das war ja auch nicht wirklich lange. Ja, gut, das war Aber mehr so ein Ding, bin ich jetzt im Fernsehen? ja, richtig, genau. Oh, Bianca ist auch, ne, unmöglich gewesen.
Da habe ich mich so geschämt für die Frauen, das ist unglaublich. Jetzt weißt du, wie es allen Metlern geht mit Rainer. So. Ja, natürlich. Also, das verstehe ich ja auch. Also, auch ich spüre ganz oft Fremdscham, wenn er irgendwas Unmögliches macht. Natürlich. Aber bei Bianca habe ich mir auch gedacht: „Mädel, meine Güte, so viel kann ich gar nicht gesoffen haben.“ Ah, Mensch. Ja, keine Ahnung. Ja, ne, Ähm, du verträgst einfach nicht so viel wie Bianca. Das Ich ist das. trinke gar nicht. Ich trinke gar Das nicht. ist, haben wir es bestätigt. Ja, wahrscheinlich vertrage ich deshalb nichts, weil ich eben nicht trinke. Aber, ne, weiß ich nicht. Und die war ja jetzt auch keine 20 oder so. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich dann sehe, Frauen, die Kinder haben, die eigentlich mitten im Leben stehen sollten, die auch schon 'n gewisses Alter erreicht haben, und dann machen die so einen Mist. Ja, Ja, Midlife und, Crisis vielleicht, man. Also, ja. ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was bei denen falsch läuft. Light Warrior genauso, über 40, hat Kinder und ja, okay, ist erkrankt, aber, sie hat es ja zugegeben, dass sie versucht hat, über Reini ein bisschen bei TikTok, ja, Karriere zu machen, wenn man das so nennen kann. Und dann trifft man sich mit dem und schläft mit dem in einem Zimmer. Hm. Und dann macht man ein Interview, als man merkt, der ist doch nicht so nett. Und dann sagt man: „Wir haben uns über Quantenphysik unterhalten.“ Ja, da hat's mich da liegen. Ich kenn die zwei, ja. Dick und doof haben sich über Quantenphysik unterhalten. Alles klar? Unglaublich. Also, Nee, aber ich hab das schon häufiger mitbekommen, dass echt ein Phänomen ist, gerade, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass ich Harten hätte. Also, gerade sagen wir mal jetzt Frauen, die nicht allzu clever sind, wenn es dann mhm, noch mit dazu kommt, dass die dann relativ früh irgendwie Kinder in die Welt setzen. Und wenn dann noch sowas kommt wie so eine degenerative Krankheit wie bei der, ähm, dass dann da einfach, wenn der 40er ne, ja. um die Ecke gekommen ist, dass die einfach am Radl drehen und sich denken, oh scheiße, 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 ey, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss irgendwas machen, oder ich mache jetzt einfach alles so. Ja, das Ähm, ist ja auch etwas, was ich ganz, ganz oft sage, dass, Reini sagt doch immer, er bekommt so viele Nachrichten, dass er Leuten schon das Leben gerettet hat und, weil er so stark ist und sie nehmen sich ein Beispiel an ihm und was nicht alles. Und dann denke ich auch immer, war Benedikt war für mich auch so ein Fall. Die hatte eine 10-jährige Beziehung hinter sich, die scheint vermutlich unschön, ja, scheint das geendet zu haben und dann ist die erst mal in 'n Loch gefallen und dann sieht sie Rainer auf YouNow. Ja, ne, ist klar. ja, ich glaube, die ist sehr traumatisiert worden von der schlimmen Trennung, wo die Mhm. sich schon darauf eingestellt hat, nee, so, das ist jetzt so die Beziehung bis Ende des Lebens und dann ist die wahrscheinlich ziemlich hart irgendwo aufgeschlagen. Und meine Theorie ist halt auch, dass sie sich gedacht hat, hey, diesen dicken Deppen, der sich's nicht aussuchen kann, ja, den, wenn ich mir den nehme, der läuft mir wenigstens nicht davon, ne? Dann war es aber wirklich schlimm. Also, wenn es so weit ist. Ja, und ich habe aber immer Angst, dass irgend so 'n Mädel, vielleicht auf welche Art und Weise auch immer labil, an den gerät und der die noch mehr fertig macht, wenn der mit ihr fertig ist. So, Ob du das meinst jetzt so wie Mary oder sowas, so in die Richtung, ja, ne? richtig. Und auch mit dem Indigo und du kennst seine Versuche der Psychospielchen, seine Manipulationen und wenn sich dann 'ne Frau, ja, äh, in ihn verliebt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber du weißt, was ich meine. Hm. Ja, ähm, schwierig. Und er ihr dann so übel mitspielt und sagt: „Ja, sorry, Mädel, ich weiß, ich bin 'n geiler Stecher und ich verstehe auch, dass du auf mich stehst. Ich habe da aber noch 3 andere am Start.“ Hm. Ja, das ist vielleicht auch das dann, was dann Benedict abgeschreckt hat, ne? Also, weil sie sich gedacht hat, keine Ahnung, nach 10 Jahren oder so, vielleicht für eine Jüngere verlassen worden und so, und dann denkt sie sich, nee, ich suche mir jetzt den Reini,
weil der läuft bei sicher nicht weg, weil der hat die Auswahl einfach nicht und dann sprichst du mit dem das erste, was der sagt, so, ich schreibe noch mit 3, 4 anderen Weibern und hin und her. Ja, ja, und er möchte, und die eine möchte ein Kind von ihm, also gut, das war jetzt nicht bei Benedict und so weiter und so fort. Ja, aber Mary ist auch so ein gutes Beispiel. Ne? Das ist eine ganz, ganz junge Frau und Und kognitiv beeinträchtigt. ja, und auch mit Kind schon. Und die hat ja nach dem Ganzen und nachdem das auch geleakt war, hat die ja noch 2, 3 Mal so Versuche gestartet auf TikTok und so weiter, wo sie ihn als Hintergrund hatte und immer so ein bisschen provoziert hat und so. Ich habe nie irgendein Bildmaterial von der gesehen. Also ich habe von der Oh ja, das war auch nicht wirklich schön. Ich habe immer versucht, so wenig wie möglich Kritik an Mary zu üben. Aber ja, sie war sehr, sehr offenherzig. Besonders was ihre Kleidung betraf. Also die hatte immer ein Dekolleté bis zum Bauchnabel. Weiß ich jetzt nicht, ob das so zwingend notwendig ist. Bei sowas frage ich mich dann immer, also die hat ja anscheinend Autismus, ne? Bei sowas Das frage ich, sagt sie so, ja, das sagt sie so, richtig. wenn das tatsächlich so ist, dann ist da irgendwas fürchterlich scheps gelaufen bei wie unterstütze ich Eltern von Kindern mit Autismus so, dass sowas nicht passiert. Weil ich verstehe es sonst nicht, ne? Also da müssen doch die Eltern einfach fürchterlich versagt haben. Ja, vor allen Dingen, dass sie dann ja auch, die muss wohl auch mit dem Bummelzug und die wohnte, weiß ich nicht, 600 Kilometer entfernt oder so, muss die da über, weiß ich nicht, 14 Stunden oder was, muss die mit der Kleinen da durch die Gegend mit den RBs gefahren sein, um zu ihm hinzukommen. Also Wild, das ist komplett wild. ja, und da weiß ich auch nicht. Also da sollte wirklich mal dringend jemand drüber schauen. Ich rede gar nicht davon, dass man ihr das Kind wegnehmen soll, Nee, oder so, um Gottes Willen. Nee. Gar nicht. Aber jemand, der da, so ein Sozialarbeiter, der mit ihr zusammenarbeitet und ihr hilft, irgendwie ihr Leben auf die Kette zu kriegen, ne? Richtig, ganz genau. Richtig, so eine Begleitung, Familienhilfe, was auch immer. Ne? Ja, Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wo man sich einmal in der Woche mal zusammensetzt, also was ein fester Ansprechpartner ist, den man jederzeit anrufen kann oder so. Und Ja. einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen setzt man sich zusammen, so, ja, was gibt's, was ist passiert, wie kann ich helfen, so gibt's Probleme mit dem Kind, passt das alles und so weiter und so fort. Ja, das fände ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und sie würde da vielleicht ja auch anderweitig noch Hilfe an die Hand bekommen. Ne? Zum Beispiel, wenn sie mal eine Wohnung sucht oder wenn sie sich vielleicht doch entscheidet, noch eine Ausbildung zu machen oder so. Also da gibt es schon so Stellen, die da gern bereit sind, auch jungen Müttern unter die Arme zu greifen. Ja, aber definitiv, was sie nicht machen sollte, ist 14 Stunden durch die Walachei pimmeln, um sich von Rainer belästigen zu lassen. Ja, genau. Ne? Und mit ihm komische Wetten abzuschließen und sich von ihm mit After Eight wegfuttern zu lassen und also Geschichten. Ja, und daneben zu liegen mit dem Kind, während Rainer irgendwie 5 gegen Willi spielt, ne? Ja, der hätte sich von mir ein paar gefangen. Ich bin wirklich nicht gewaltbereit, aber ich hätte ihm einen gescheppert, aber nicht da, wo er das gewollt hätte. Ganz ehrlich, ich hätte so gelacht, wenn es irgendein Lied gegeben hätte. Ja, dann bin ich hingegangen und hab dem mit Anlauf in die Eier getreten, einfach so, damit er aufhört. Weißt du, hast du mal ein American Football Spiel gesehen, wie so ein Kicker, der so einen Kickoff macht, einfach mit Anlauf, 15 Meter und rein. Ja, wobei, ob du da nicht Fettschürze triffst, man weiß es nicht. Naja, Ne? Da müsstest du schon aber so Rainer spitze Schuhe. Aber das Gute ist, der Rainer hat diese Arbeit schon erledigt, weil er hat ja den Maulwurf schon ausgegraben gehabt, weil er war ja gerade damit zugange. Ne? Ja, stimmt, er war am Zupfen. Mehr kannst du dazu ja nicht sagen. Ja. Ach Mann. Ich habe hier diverse vieles davon haben wir auch schon abgehakt, also ne, seine Manipulation,
Einschlafen beim Bumsen. Das ist dein Lieblingsthema, ne? Ganz ehrlich, ich will einfach, dass es wahr ist. Ach so, okay. Ja, gut. Ich will einfach, dass es wahr ist, dass ein Reini da irgendwie, wie alt war er da? 33? Ne? Dass er 33 Jahre lang wirklich darauf hinfiebert, dass es endlich soweit ist. Und dann pennt er beim Vorspiel ein und wacht am nächsten Tag auf und denkt sich, scheiße. Jetzt hatte ich einmal die Möglichkeit, in 33 Jahren und hab's saubeutelt. Wie soll der das denn machen? Sei doch mal ehrlich, das passt doch hinten und vorne nicht, auch nicht mit einer schlanken Frau. Wie soll das gehen, anatomisch? Erklär es mir bitte. Keine Ahnung. Ich bin wirklich in der glücklichen Position, nicht 230 Kilo zu wiegen und Ja, ich ganz auch. normal irgendwie diesen Dingen nachgehen zu können. Ja, das freut mich sehr für dich. Und ja, aber sind wir mal ehrlich, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ja, und auch so, sind wir mal ehrlich, sagen wir, eine Frau steht drauf, dass jemand so beleibt ist. Soll es ja alles geben, gibt es ja auch umgekehrt. So. Und dann liegt der da, wie so ein Seestern. Und sie macht sich an ihm zu schaffen und dann sieht sie die Beine oder die Zehennägel oder. Dann ist vorbei. Dann ist Wüste, Sand im Getriebe, da geht nichts mehr. Ich hab vor 2 Jahren auf dem Rockharz Festival so ein Pärchen gesehen. Und da habe ich dann auch zu meiner besseren Hälfte rumgedreht und gesagt, so, schade für Rainer, dass die schon vergeben ist. Das war wirklich so eine bildhübsche Frau, Hand in Hand gegangen mit so einem Butterberg wie Rainer. Also selbe Figur. Ja, aber wahrscheinlich gepflegt, sauber. Besserer Und Charakter wahrscheinlich, das ist der Punkt, richtig, ne? ganz genau. Na, ich Das hab gesagt, ist der der Mann muss einen Punkt. richtig guten Charakter haben, auf jeden Fall, ne? Ja. Und vielleicht gibt er dieser Frau die Geborgenheit, die ihr kein schlanker Modeltyp geben konnte. Ja, vielleicht. Vielleicht ist die aber auch bekloppt, das kann... Ja, das kann auch sein. Oder, Ich war ja mal früher auch so ein bisschen in der Gothic-Szene unterwegs und sagen wir mal, da findest du jetzt gerade was Frauen, aber auch was Männer angeht, also generell zu einem sehr großen Prozentsatz, sagen wir, nicht die psychisch stabilsten Menschen. Und bei der einen war ich, da würde ich heute noch alles drauf wetten, was ich besitze, dass die war auch mit so einem Fettsack zusammen und dass das aufgrund von Borderline war, irgendwie so Selbstgeißelung oder so, weil der Typ war auch ein Wichser, ne? Ja, das Beispiel, was du eben benannt hast, da von diesem Festival, vielleicht hatte der Typ auch Geld an der Hacken. Das ist auch möglich. Also es scheint ja da ganz viele verschiedene Motive zu geben. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich war aber auch noch nie in dieser Situation, dass ich einen Berg besteigen musste. Da gab es ja auch diesen komischen Typen, der diese illegalen Videostreaming-Seiten gemacht hat. Und damit irgendwie Millionen ergaunert. Ja. Und auf einmal sind ihm die ganzen Weiber hinterhergelaufen. Ganz Akku komisch. 40%. Oh, ja, warte mal. Ja. Da ist dann Kohle im Spiel. Ja gut, aber da ist dann auch wieder so eine Sache. Will mir schäbig vorkommen als Dude, wenn ich wüsste, ja, wenn ich jetzt keine Kohle hätte, also ich habe keine Kohle, deswegen kann mir das nicht passieren, wenn ich als Dude bin und reich und ich sitze dann da und denke so, ja, keine Ahnung, meine Frau wird mich wahrscheinlich sofort verlassen, wenn ich keine Kohle mehr habe, dann wird mich das irgendwie auch nicht glücklich machen. Natürlich nicht, aber was ist denn auch mit diesen ganzen Sugar Daddies? Glaubst du, wenn die keine Cola hätten, hätten die jungen Hühner am Start? Ach, Nein, doch, ich bin fest davon überzeugt, der Wendler und seine komische Wiese nicht heißt Truller, das ist wahre Liebe. Okay. Ja gut, ich lass dich in dem Glauben. Es ist kurz vor Weihnachten, ich werde deine Träume jetzt nicht zerstören, genauso wie mit der... Ich finde es fürchterlich, wie zynisch du sein kannst. Das kann doch sein. Ach Mann. Dass sie sich gedacht hat, 28 Jahre älter und irgendwie, ne,
jenseits von cringe, den nehme ich. Ja. Ach, nee. Also wie gesagt, ich lasse dir deine Träume genauso, wie du immer noch daran glaubst, dass er beim Vorspiel eingeschlafen ist. Es ist eine Woche vor Weihnachten, ich lasse dir das alles. Ich zerstöre deine Träume dann im nächsten Jahr. Da gehe ich dann auf Discord so eine Nachricht um 0:01 am 1.1. im Übrigen als Bullshit. Nee, die erreicht dich dann sicherlich nicht. Komm ich klar bin mit dann der auch nicht im Realität. Discord. Genau. Aber ja, irgendwie so in der ersten Januarwoche sage ich, du, Kaspar, weißt du noch? Ich hab hier noch ein paar Sachen, drauf. Einmal strafrechtlich relevant. Ja. Ich persönlich finde es wirklich erschreckend, dass Rainer noch keinerlei rechtliche Konsequenzen erleiden musste für die Dinge, die er in Bild- und Videoform an irgendwelche Frauen geschickt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das Indigo-Bärchen ihn nicht angezeigt hat. Das verstehe ich auch nicht. Na, das würde ich da noch mit zu ergänzen. Ja, richtig. Also ich würde mir das zum Beispiel nicht gefallen lassen. Ja. Und ich verstehe es nicht. Und ich würde dann auch versuchen, für mein Recht einzustehen. Ich weiß, dass... Ich will mich jetzt hier nicht als super stark oder so darstellen, nicht falsch verstehen, aber ich verstehe manche Frauen nicht. Denn auch dafür gibt es Hilfe. Und wenn sie das nicht alleine machen können, eine gute Freundin, Familie oder eben an irgendeine Beratungsstelle wenden. Die gibt es dafür. Es gibt jede Menge Beratungsstellen für sowas. Und wo auch, es gibt auch genügend Stiftungen, ne, die da auch Geld sammeln, wo man sagt, hey, wenn du das nicht machst, weil du Angst hast vor irgendwelchen Prozesskosten oder sowas, we got you covered. Ne? Das wird leider Gottes auch ab und zu mal ausgenutzt, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es sowas gibt. Ne? Ja, natürlich. Das darf nur nicht missbraucht werden, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass da praktisch, dass es eine Instanz gibt, die sagt, okay, die Sorge vor dem finanziellen Ruin sollte nicht der Grund sein, warum du so jemanden nicht anzeigst. Ne? Ja, oft ist es aber nicht nur das, sondern auch diese Scham. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie ist dieser Kontakt entstanden? In vielen Köpfen ist es noch so, wenn eine Frau, was weiß ich, auf irgendwelchen einschlägigen oder in einschlägigen Chats war oder so und da versucht hat, irgendwelche Kontakte zu knüpfen, aus welchen Gründen auch immer, und dann passiert sowas, dass die dann Angst haben, dass sie vorverurteilt werden, weil sie eben dort gewesen sind. Aber das ist die gleiche Sache wie mit dem Minirock. Ja, eine Frau, die im Minirock rumrennt, das bedeutet nicht, fass mich an. Ja, ja klar. Zwei Sachen dazu. Punkt Nummer 1. Ja, wer in solchen Chats unterwegs ist, der sollte da nicht vorverurteilt werden. Aber wer zu einem Rainer Winkler fährt, da schaut es bei mir schon anders aus, weil über den Mann genügend Infos im Internet zu finden sind. Ne? Also man weiß ja, worauf man sich einlässt. Also ja, Google aber mal Drachenlord, nach 10 Minuten weißt du, war ich besser nicht hin als Frau. Ne? ich bin halb deiner Meinung. Also natürlich fährt man nicht dahin, das habe ich auch kritisiert. Und man übernachtet nicht bei dem und so weiter. Aber trotz allem hat er nicht das Recht gehabt. Na, natürlich, nein, natürlich hat er nicht das Recht. Natürlich hat er nicht das Recht gehabt. Das ist vollkommen klar. Aber es so eine gewissen Selbstschutz. Ne? Ja. Weißt Ich du, habe was das ich meine? damals mit dem Löwenkäfig verglichen. Ne? Ist so, ja. Also, Wenn ich in den Löwenkäfig springe und gefressen werde, dann ist es natürlich tragisch und scheiße, dass ich tot bin. Aber ich hätte damit rechnen können, dass das passiert, ne? richtig. Aber ich möchte das jetzt trotzdem nicht schmälern. Er hatte kein Recht. Denn ein Nein ist ein Nein, egal ob von Mann oder Frau. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der hat sich einfach zu benehmen. Ich drück's mal so aus. Ja. Der hat einfach seine Finger bei sich zu halten. Da kann er noch so blaue Klöten haben, wie er will.
Da muss er halt weniger blaue Pillen fressen Also vorher. die blauen Klöten, die sind auch, also das ist ja dann am Ende wirklich auch sein Lieblingsthema gewesen. Das kam ja dann auch in diesem Blog dann nochmal vor, der da vor ein paar Ja. Wochen rauskam, wo ich mir gedacht habe, Reinhard, komm endlich auf diese Scheiße klar. Ne? Es ist dieses Phänomen, das gibt es. Ne? Wenn du praktisch sexuell überstimuliert bist, dass du eine schmerzhafte. Ich hatte das selber auch schon mal. Das gibt es, aber es ist zu 0% die Verantwortung einer Frau, ihm dann da Abhilfe zu schaffen. Ne? Richtig. Wenn, Da muss er halt selber ran. eben, wenn es heißt, hey, wir können hier so ein bisschen rumbauen, so, aber gepimpert wird nicht. Und er dadurch dann schnell mal blaue Eier kriegt, dann muss er sich vielleicht mal für 5 Minuten irgendwo hin entschuldigen, um dem Abhilfe zu schaffen. Ne? Fertig. Ja, Das auf ist- jeden Fall. Aber dann zu versuchen, der Frau einzureden, dass er jetzt wegen ihr Schmerzen hat und sie gefälligst was dagegen zu unternehmen hat, ist halt einfach, also das ist also mit Abschaumverhalten noch gelobt. Ne? Und wenn man dann noch all die Umstände drumherum betrachtet, ne, die Sache mit ihrem Onkel und dieses Ganze, ne, dass es ihr sowieso nicht gut ging, da merkst du doch mal, wie nahe er sich selber steht und wie weit entfernt die angeblich Angebetete doch ist und wie wenig ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle zählen. Und wenn er dann noch sagt, denk doch mal an meine Gefühle, ja, dann ist alles vorbei. Ja, das ist fürchterlich. Die Frauen denken nie daran, wie es Rainer geht. So. Die Ja, ganz furchtbar. arme Wir Mann. egoistischen Weiber, ey. Wir Fahren sind 14 so Stunden mit der grässlich. Bummelbahn nach Dunkeldeutschland rüber. Und dann, Ja, gut. also, Ja, es ist unfassbar, wirklich. Ja, wie gesagt, ich verstehe diese Frauen, die sich mit ihm treffen und mit ihm in einem Raum übernachten wollen. Verstehe ich einfach nicht. Kann ich keiner zu raten. Ich hoffe, dass im Moment niemand da auf dem Weg hin ist. auf Ich dem bin Weg ja der hin nicht, festen aber ich glaube schon, dass aktuell irgendwelche Discords, Bärchen, irgendwelche Leaks, Richtig. die kriegen wir dann in einem halben Jahr serviert. Ne? Richtig, ganz genau. Das ist ja auch meine Vermutung. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Das denke ich ja auch. Ich habe noch ein wildes Thema. Okay. Ja, ein ganz wildes Thema. Und zwar Rita, Marion und der Ödipus-Lord. Habe ich mir aufgeschrieben. Oha. Glaubst du, dass Reini so einen kleinen Ödipus-Komplex hat? Ja, könnte schon sein. Ich weiß nicht. Ich sag dir jetzt, wie ich auf die Idee komme. Ja, bitte. Zum einen, wir fangen mal an. Fantasien mit Elternteilen, das hat er dann, ja, in dieser einen Geschichte geschrieben, das war der Vater, aber, ne? Mhm. Das zeigt schon mal, dass er davor nicht zurückschreckt. Und die Art und Weise, wie Rainer damit umgegangen ist, dass seine Mutter direkt irgendwie nachdem der Vater gestorben ist, einen neuen Macker hatte. Ja. Mhm. Okay. Kam mir so ein bisschen, meine Mutter ist eine dumme Schlampe, ist mit irgendeinem anderen Dude abgehauen und hat mich hier alleine gelassen. Ja. Und sich dann und dann wirklich so einen intensiven Kontakt zu Marion als Ersatzmutter zu suchen. Und das Ganze mit Rainers Perversion, weiß nicht, hört sich sass an für mich, was? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe, Vor allem- glaube ich, Vor allem glaube ich auch, dass Rainer einfach in seiner Kindheit nicht viel mütterliche Liebe erfahren hat. das glaube ich auch. Da schließe ich mich an. Weil ich Mhm, glaube, bei dass, dem- dass Rainer einfach das Spiegelbild seiner Mutter ist.
Ja, das kann auch gut sein, wobei ich bin mir immer nicht so sicher, ob ähm, Rudi hat sich die ja damals geangelt. Wir kennen die Geschichte, da war die ja auch noch extrem jung. Ja. Und da wird sie ordentlich unterm Pantoffel gestanden haben. Davon gehe ich mal aus. Ja gut, aber nur weil die jung war, heißt ja nicht, dass die nicht dumm, fett und greislich war und faul und Ja, ja, ja. natürlich, natürlich. Dass sie nicht wirklich, ja, fleißig ist und war, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, sie ist so ein bisschen ja, Reini ist ihr Spiegelbild, der wollte ja auch haben, ne? Hamster haben und so, aber drum kümmern wollte er sich nicht, ja, Ja, und die wollten 'n Kind haben und als sie dann gemerkt hat, das ist Arbeit, da hat sie sich gedacht: „Ach Mann, ne, komm, ja. Und noch lieber doch dazu, nicht." Reini ist ihr Spiegelbild und wir wissen, der Mensch, den Reini am meisten liebt auf der Welt, ist Reini. Ja? Ja, natürlich. Und jemand, der praktisch wie Reini ist, nur mit Wurstfach statt Shrimp. Ja, okay. Weißt du, was ich Beides meine? eklig in dem Fall, ja. Es tut mir fürchterlich leid an alle Leute, die hier gerade zuhören und sich vorstellen, wie Reini seine Mutter bimst, aber es ist halt einfach, keine Ahnung. Ah, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass die Verlustängste woanders herrühren. Eben, wie du schon sagtest, dadurch, dass er vielleicht ein bisschen emotional vernachlässigt wurde und, ja, er hat sich halt an die Person, dann in dem Fall Marion, geklammert, ähm, die ihm, ja, noch wohlgesonnen war. Und sie hat ihm ja viel geholfen und hat ihm viel beigestanden und sie hat ihm auch mütterliche Ratschläge gegeben, da bin ich mir sicher. Marion ist Ersatzmama gewesen für Reini. Ja, 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 genau. Und hat ihn auch mal getröstet und so weiter. Hm, ich weiß nicht, warum sie das getan hat. Also, ihr wird ja nachgesagt, dass sie ein sehr gläubiger Mensch ist und, vielleicht hat das auch damit zu tun. Da hatte ja dann auch ihre Familie, die ja eigentlich was gegen ihn hatte, nicht so die Kontrolle drüber. Ich denke, da ist auch einiges heimlich gelaufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn du dich an das Cola-Bärchen erinnerst, da war sie ja auch mal Thema. Einmal hat sie ihm den Rat gegeben, dass er sich nicht drauf versteifen soll. Versteifen in dem Fall, okay. Bei Ja, Rainer auf jeden verschreibt sich Fall. überhaupt nichts. Ne? Ja, genau. Aber dass dieses Cola-Bärchen zu ihm hinkommt, da ging es um dieses Kochrezept. Ähm, und ich glaube, dass sie ne, ich glaube nicht, dass da zwischen denen oder so was gelaufen ist. Ne, i das bei ihm ist das so ich glaube, Verlustängste. So ist es ja auch mit seinem Besitz. Und Menschen sind für ihn auch Besitz. Ja, Menschen sind für Rainer Ware. Ne? Ja, und Besitz, denn das merkst du ja ganz schnell, wenn er dann seine Eifersuchtstiraden, ne, 33 Mal in einer Nacht anrufen und so. Ich Mhm. glaube, es sind wirklich Besitzängste. Also, ich kann mir Und nicht das ist auch, vorstellen, es dass ist auch, das ich glaube auch, dass Reini diese hohen Ansprüche an Frauen hat, weil er eine Partnerin nicht als Menschen sieht, mit dem er sein Leben verbringen will, irgendwie so Seelenverwandten oder sowas, sondern als Statussymbol. So deswegen darf die auch nicht dick sein. ja, ja, er will flexen, natürlich. Er Ja. hat ja auch jede versucht, vor die Kamera zu zerren, ne? Oder, Ja, sogar hier die schnapsgetränkte Trümmermulle. ja, Ja. das war ja so cool, als die dem dann selbst besoffen die Abfuhr des Aber ganz erteilt hat ehrlich, und er dann nur das noch ist, auf sein Handy geguckt hat. das ist so ungefähr, keine Ahnung, wie wenn Bilbo Gollum abgefüllt hätte und ihm gesagt hätte so, hey, einmal bimsen und kriegst den Ring wieder. Und der dann gesagt hätte, nein. Nein, Die nein, Schatz. Nein. ultimative Demütigung. Ja, natürlich, du hast das ja auch an seinem Gesicht gesehen. Ich habe den Bianca-Stream damals, besprochen und trotz der schlechten Qualität hast du einfach gesehen, dass der Mund wirklich, klein wurde. Ja, und das Und Handy ist auf einmal sehr, sehr, sehr interessant geworden. ja, ja, das war dann der Tröster. Vielleicht konnte er da irgendwelche nackten Weiber im Internet angucken oder Ja, so, ich weiß es oder nicht. er hat dann doch wieder an Benetik geschrieben. So Ja, scheiße. Das mit hat hier nicht Sicherheit. funktioniert mit Bimsen von der alten. Schreibe ich dann doch Ja, lieber wieder ganz die andere genau, an. ganz genau. Hat er ja auch gar nicht vorgehabt. Ach nee, Quatsch. Und nebenbei war er dann noch mit dieser Lena auch zugange, ne, per Schreiben.
Die habe ich wirklich, die ist bisher, ich weiß nicht wie, komplett an mir vorbeigegangen. Die muss ich mir echt mal zu Gemüte führen, die Sachen. Ne? Ja, ja, das scheint sich zu lohnen. Also ich Hast habe du es die auch auch noch noch nicht nicht, gemacht? nee, nicht gemacht und nicht gesehen. Wollen wir das mal machen? Vielleicht auf deinem Kanal? Ja, können wir gerne mal machen. Also ich weiß es nicht, ob es da überhaupt Material gibt. Ja, wenn es Material gibt und wenn es jemand finden kann, dann bist es du. Ja, danke schön. Ja, müssen wir mal gucken. Ich hätte sogar noch eine andere Idee, wenn das dir recht ist. Wir könnten das werden dann natürlich längere Videos, aber wir könnten das tatsächlich auch zu dritt machen, wenn alle einverstanden sind. Ich höre. Ja, den BV dazu holen. Ja, ja, klar. Den BV. Weißt du, der BV, das klingt wie so ein IV. Damals in der DDR, inoffizieller Mitarbeiter von der Stasi. Lassen wir den BV dazu. Ja, du weißt holen, aber ne? doch, wen ich meine. Ich Ja, meine ja, natürlich den Bewährungsversager, ich weiß. weil ich bin gerade so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir beide, also der Bewährungsversager und ich, nicht auch schon mal darüber gesprochen haben, dass wir das eventuell machen sollen. Deswegen würde ich einfach sagen, alle ins Boot, und wenn ihr das nicht wollt, macht ihr beiden Kerle das einfach. Aber nee, aber da zu dritt das zu machen, da hätte ich richtig, weil wir sind aktuell, glaube ich, wirklich, was das Drachengame angeht, die 3 aktivsten Kanäle, oder? Ja, Demon haut momentan raus. Ja gut, aber Mackie? Demon reactet nicht. Ja, das stimmt. Rüdiger, glaube ich, auch. Und Rüdiger gibt's auch noch. Ich bin momentan zeitlich, wenn ich mich damit beschäftige, bin ich meistens selber in der Aufnahme, und du weißt, das war in letzter Zeit sehr, sehr viel. Ich würde sagen, ich bequatsch das und dann schließen wir uns einfach nochmal kurz. Was hältst du davon? Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Und ich finde, das ist auch das ist ein gutes Schlusswort im Endeffekt. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde. Wir haben, ne, wir sind eigentlich durch alles durch, was ich so besprechen wollte. Und wir haben praktisch schon, wir enden mit einem Cliffhanger, ne? Ja, und wie gesagt, also das klappt ja. Also das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Wir nehmen ja heute zum ersten Mal auf. Wir hatten auch vorher noch nicht wirklich viel miteinander zu tun. Nee, Nur immer mal in den Kommentaren. Obwohl ich Ja? deinen Kanal ja wirklich eigentlich schon seit Anfang, sogar seit Anfang vom ersten Kanal verfolge. Ja, ich weiß. Du hast mich ja damals auch supportet und so weiter. Nochmal vielen Dank. Und ich habe dann gerne. ja, von wegen exklusiven bayerischen, und das hat dir ja auch ganz gut gefallen. Ja, aber du hattest doch, das ist jetzt im Endeffekt mehr oder weniger ist das schon dein zweiter Kanal, oder? Du musstest den ersten irgendwie dicht machen, oder? Ja, der lief nicht auf mich. Ah, okay. Aber ich habe den Content geliefert und dann ist da einiges schief gelaufen. Ich habe da damals auch ein Aufklärungsvideo zugemacht und ich wusste auch nicht, ob das dann funktioniert, aber jeglicher Content, das waren, glaube ich, damals 30 Videos oder so, die auf dem Kanal waren, die waren von mir allein. Und ja, dann hat die Gute, auf der der Kanal lief, ordentlich Mist gebaut da drauf. Die hatte alle Einstellungen vorgenommen und hat mir dann, nachdem ich gesagt habe, sie möchte das bitte regeln, da ging es zum Beispiel um Mitgliedschaften, sowas habe ich ja gar nicht auf meinem Kanal. Ja, und dann ist da irgendwie eingestellt worden, weil sie da irgendwie Mist gemacht hat. Keine Ahnung, was da genau war. Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen sich unsere Wege trennen. Ich habe das dann alleine versucht und es hat funktioniert. Ja, offensichtlich. Ja. Hat ja vorher auch funktioniert und hast es ja vorher im Endeffekt auch alleine gemacht. Ja, ich habe auch alle meine Videos mitgenommen und habe die da drüben gelöscht. Ja, weil sie selber konnte. Der Kanal existiert ja gar nicht mehr. Ja. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber jeder von uns kennt das, wie man hockt mal zusammen mit irgendeinem Kumpel und dann sagt, hey, lass das und das machen. Ja, geile Idee. Und dann rufst du den eine Woche später an und sagst, ja, wie schaut es aus? Ja, keine Ahnung, habe ich so dahin gesagt. Ja, und so war es auch bei uns und das hat mir schon gestunken damals, aber wirklich, es kam ja alles nur von mir und für mich war das ja auch Neuland. Und dann eben, dass sie da irgendwelche Murks gemacht hat. Ich meine, die Leute, das waren zum Glück nicht viele, die haben ihr Geld zurückbekommen, Gott sei Dank. Aber ich wollte damit dann auch nichts mehr zu tun haben. Ich hatte mir hier für den Kanal kurzzeitig mal überlegt, irgendwie Kanalmitgliedschaften zu machen. Aber dann ist es
zu viel Commitment, weil ich möchte, wenn ich Kanalmitgliedschaften habe, dann auch was liefern dafür, Ja. weil ansonsten ist es Winkler-esk, gebt mir Geld und ihr kriegt nichts dafür. Und Ja, so kleine Mitgliedschaften, wie manche das haben für 1 € oder 2 oder was, ach, das finde ich jetzt gar nicht so tragisch. ja, wollte ich aber nicht. Ich wollte, wenn dann irgendwie was liefern dafür und dann war es mit zu viel Commitment. Dann dachte ich mir so, okay, nee, das ist immer noch ein Hobby, das soll nicht zum Beruf werden, ne? Ja, also bei mir ist es so, bei mir gibt es ja auch keine Mitgliedschaften und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Der Kanal ist auch angewachsen in dem Jahr. Also dieser Kanal, den ich jetzt habe, der existiert ja noch nicht mal 1 Jahr und dafür sieht er ganz gut aus, finde ich. Jo, jo. Stabil auf jeden Fall. Ja. Na gut, dann sind wir jetzt gerade bei einer runden Stunde. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses dann doch etwas heiklere Thema mit mir zu besprechen. Ja, okay. Und ich würde es an den Zuhörern nochmal sagen, tut nicht, was Rainer tut, vor allem nicht, was Rainer Frauen gegenüber tut, und würde dir dann das letzte Wort überlassen. Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung und dass das dann doch recht spontan geklappt hat und du mir auch mit diesem doch, ja, für mich sehr guten Thema gekommen bist, weil da habe ich ja immer viel zu sagen. Und du mich nicht in irgendwelche Filmtalks oder so verwickelt hast, weil, ne, da bin ich nicht so gut, wie du weißt. Ich habe mir auch die Rettichfrage gespart, ne? Das ist sehr, sehr lieb von dir, aber ich habe die schon ein paar Mal beantwortet. Ich weiß, der BV, wie du so schön sagst, der ist da nicht so zurückhaltend. Nee, der haut schon manchmal ganz schön rein. Ja, ja, aber es funktioniert trotzdem alles gut. Ihr habt eine gute Chemie. Macht Spaß, euch zuzuhören. Okay. Ja, von Anfang an, wirklich. Also es hat einfach von Anfang an, wir hatten ja, unsere erste Aufnahme ist ja gar nichts geworden. Beziehungsweise die war großartig. Das Video war großartig. Indigo Teil 11. Und mein OBS hat gespackt und man hörte ihn nicht. Oh. Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, als ich das am nächsten Tag schneiden wollte, du, ich habe da ein kleines Problem, weil der freute sich. Der sagte, wann kommt das denn, wann kommt das denn? Und ich so, gar nicht. Ja, und dann hat er gesagt, ach, ist nicht schlimm, machen wir noch mal. Also, alles gut. Ich habe 3/4 der Cola-Bärchen-Leaks mit dem Uti damals zusammen gemacht und das ist nie veröffentlicht worden, leider Gottes. Aufgrund von Stress, den der damals hatte, aber ja. Ja, okay. Gut, also ich wünsche euch allen eine schöne Rest-Adventszeit und ja, hier werden wir uns nicht mehr hören bis dahin. Ich wünsche euch ein schönes Fest, egal wie ihr das verbringt, und einen guten Rutsch und einen guten Übergang. Auch ich sage, tut nichts, was Reini tut, egal ob Frauen oder nicht, generell nicht. Und bis zum nächsten Mal.